Schönen guten Morgen, Dayani Bash. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es ist mir eine große Freude, Sie heute im Namen von Yekmal e.V. zum 11. berlinweiten Fachtag willkommen zu heißen. Es ist uns eine große Ehre, Sie heute hier bei uns zu haben. Gestatten Sie mir zu Beginn ein paar Worte über Yekmal e.V. zu sagen. Seit seiner Gründung setzt sich unser Verein für Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe ein. Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die enge Zusammenarbeit von Eltern mit Kitas, Schulen und Bibliotheken. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung mehrsprachiger Bildung, Elternbildung, Familienunterstützung und individuelle Begleitung gehören bis heute zu unseren Kernaufgaben. Als zivilgesellschaftliche und migrantische Selbstorganisation engagieren wir uns außer Erdem für politische Mitbestimmung, für den Aufbau von Gemeinschaft und Unterstützungssystem, für die Bekämpfung von Diskriminierung und für die Förderung von Gleichberechtigung. Wir verstehen uns als Brückenbauer und Dialogförderer in einer vielfältigen Gesellschaft. Wir alle wissen, unsere Gegenwart ist leider geprägt von einem zunehmenden Rechtsdruck. Gerade deshalb zeigt sich, wie unverzichtbar die Rolle der Gesellschaft ist. Sie bildet neben Staat und Markt die dritte Säule unserer Demokratie. Und sie trägt entscheidend dazu bei, Vielfalt, Teilhabe und Zusammenhalt zu sichern. Ein besonderes Beispiel für geliegendes zivilgesellschaftliches Engagement ist das BEFAN-Netzwerk. Es ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und umfasst heute 24 Migrantenorganisationen. BEFAN bietet Raum für Fachaustausch. Es bringt seine Expertise in politische Gremien ein und es fungiert als Schnittstelle sowie Ansprechpartner für die Verwaltung. Dass BEFAN heute zahlreiche Anfragen erhält und als anerkanntes Fachnetz wahrgenommen wird, ist ein klares Zeichen. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Darauf können wir stolz sein. Ebenso möchte ich die Rolle der Bibliotheken hervorheben. Sie sind offene und niederschwellige Orte, die allen Menschen Zugang zu Bildung und Information ermöglichen. Darüber hinaus sind sie Räume antirassistischer Bildung und sie sind demokratiefördernde Orte, die Integration und Teilhabe aktiv unterstützen. Dieser Fachtag ist besondererweise bedeutsam, weil er zivilgesellschaftliche Akteure, Migrantenorganisationen, Bibliotheken und Verwaltung zusammenbringt. Damit schaffen wir einen Raum für Austausch, für Kooperation und für gemeinsames Lernen über institutionelle und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken bei der Stadtbibliothek für die Förderung dieses Fachtages, für die langjährige tolle Zusammenarbeit mit dem BEFAN-Netzwerk und für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei der Volkshochschule Pankow für die Bereitstellung dieser schönen Räume. Und bei Katharina Niewiczial, die die Schirmherrschaft für diesen 11. Fachtag übernommen hat, für die kontinuierliche Unterstützung. Ganz besonders bei meiner Kollegin
Remziye Uykun, die BFAN mit großem Engagement koordiniert und diesen 11. Fachtag mit viel Herzblut vorbereitet hat und durchführt. Bei den Mitgliedern und der Steuerungsrunde des Netzwerks. Ohne eure Zusammenarbeit wäre BFAN nicht das, was es heute ist. Lassen Sie uns diesen Tag nutzen, um miteinander ins Gespräch kommen, neue Impulse mitzunehmen und unsere Zusammenarbeit weiter zu stärken. Herzlichen Dank.